Nun, wir müssen diese Klinik untersuchen. So viel steht fest. Was auch feststeht ist, was ich vergessen habe, euch zu begrüßen. Guten Tag, ihr Leid. Haha. Wir spielen weiter. Gestern haben wir mit Leuten gelabert. Das werden wir heute auch tun. So. Wow. Ich bin hier der Meister in Voraussagen treffen. Unglaublich. Ja, aber was ist mit dem Wachmann? Fragen kostet nichts. Entschuldigen Sie. Hey, das seid doch ihr beide von gestern. Das ist der gleiche Polizist, der gestern vor dem Park stand. Ihr habt im Park zu tun, oder? Die Klinik ist tabu. Sie hat mit der Sache nichts zu tun. Ja, aber was ist an Tabu so schwer zu verstehen? Beweise mir erst, dass die Klinik mit dem Vorfall im Park in Verbindung steht. Fragen kostet nichts. Bringt aber auch nichts. Ja, da hat er wohl recht. Hier rumzuhängen ist wohl reine Zeitverschwendung. Beweise. Kann man mit dir was reden? Nee. In der Garage, da war ich aber schon. Warte. Oh. 16. Juni, Kentucky-Anwesen. Ach, guck mal da. Guck mal, die Leute da drüben beim Park. Die wollen wohl einen Blick auf den Tatort erhaschen. Aber warum schreien denn die Mädchen so rum? Ich glaube, das eine hat gerade gerufen, oh mein Gott, er ist es. Warte, dieses Motorrad. Ah, wenn das mal nicht der Stirni ist. Staatsanwalt Gavin. Ein paar Fans sind mir gefolgt. Pech gehabt. Oh mein Gott, er ist so cool. Aha. Darum die Schreie. Aha. Das neue Album ist gerade raus, wissen Sie? Winken Sie ihnen mal zu. Die fahren voll drauf ab. Oh, er ist so süß. Oh. Ja. Sie sind so aus dem Häuschen, da spielt es keine Rolle, wer winkt. Das ist so unwirklich, aber echt, ey. Die ermitteln hier also? Und ich war auf dem Weg nach Hause. Da hat meine Maschine hier den Geist aufgegeben. Ihre Maschine? Ein Motorrad springt nicht mehr an. Ein verstopfter Auspuff. Oh, ist bestimmt eine Buchse drin. Zu dumm. Dabei ist es so ein schönes Motorrad. Kaum zu glauben, dass es so einfach kaputt gehen kann. Ach, mein Fehler. Ich glaube, ich habe das falsche Öl benutzt. Was? Autos, Motorräder, ist doch alles dasselbe. Ja, muss ich ihm jetzt auch irgendwie recht geben. Autos, Motorräder, ist alles dasselbe. Wenn man das falsche Öl benutzt, geht's kaputt. Wenn man den Auspuff verstopft, fahren sie nicht. Oder so. Ach, Maschinchen. Ach, Maschinchen. Sagen Sie mir bitte, dass Sie meine Abneigung teilen, Stirni. Zufällig fahre ich Fahrrad. Jedenfalls muss ich zur Werkstatt. Die zuständige Inspektorin am Tatort war nicht gut auf mich zu sprechen. Die Inspektorin? Sie meinen die im Laborkittel? Ja, sie ist irgendwie schlecht gelaunt. Seien Sie freundlich zu ihr. Auf Wiedersehen, Baby. Oh mein Gott, da fährt er. Wie er fährt? Ich dachte, das Moped ist kaputt. Dann fährt er mit dem Bus? Höchstwahrscheinlich. Okay. Na, das sind ja tolle Aussichten. Nun, dann wollen wir mal. Stürmen wir den Park, Apollo. Aber sowas von. Dann gehen wir mal zu Emma. Und die hat vielleicht irgendwas. 16. Juni, Volkspark. So. Hä? Findest du nicht auch, dass hier irgendetwas anders aussieht? Ja, die Folie ist weg. Die blauen... Siehst du? Die blauen Planen sind verschwunden. Vielleicht liegt es daran. Boah, hast wohl recht. Guck mal da. Ein Fußabdruck und ein Blatt sehe ich. Die Inspektorin von gestern mit dem weißen Mantel. Sie scheint sich aufrichtig zu entschuldigen. Beim Mülleimer. Sie hat gerade eine Menge Stress. Wie die entschuldigt... Was? Kotzt sie oder was? Ich scheine irgendwas nicht zu verstehen und meine Freundin scheint es zu verstehen, weil sie lacht sich kaputt. Wahrscheinlich laufen die Ermittlungen im Augenblick nicht so gut. Hey, ihr da. Wenn ihr schon hinter meinem Rücken reden müsst, dann so, dass ich euch nicht höre. Oh, Inspektorin Sky. Hallo. Sie wirken wieder mal ganz schön betrübt. Das ist furchtbar. Furchtbar. Meine neue Ausrüstung funktioniert nicht. Und alle vergöttern diesen glamourösen Fatzke.
Glamourös, meint sie Staatsanwalt Gavin? Und davon abgesehen, meint sie nicht glamourös? Hat sie glamourös gesagt? Habe ich nicht mitgekriegt. Wenn er sich bewegt, glimmert seine Kette in der Sonne und blendet mich. Das nervt. Ja, kann ich voll verstehen. Also, jetzt futtert sie schon wieder. Apropos Nerven, ja genau. Fehlt mir wohl einfach an Talent. Ach, Schnuti. Guck mal. Das Schnute-Schieb. Hört sich nach Problemen bei ihren wissenschaftlichen Ermittlungen an. Kann ich sogar blind. So, erstmal mit ihr labern, oder? Inspektorin Sky, Sie kennen doch Herrn Wright, oder? Woher kennen Sie meinen Vater? Ich will alles genau wissen. Also, er hat mir vor langer Zeit einmal sehr geholfen. Man könnte sogar sagen, dass er mich gerettet hat. Sagt das nicht irgendwas über einen Vorfall? Ich kann Uneindeutigkeiten nicht ausstehen, besonders bei Kriminalfällen. Ich ging zur Universität, um wissenschaftliche Ermittlerin zu werden. In Europa. Aber jetzt sind Sie Inspektorin? Oh, ich habe voll das Déjà-vu. Naja, ich bin bei der wissenschaftlichen Prüfung durchgefallen. Okay, jetzt habe ich kein Déjà-vu mehr. Aber wissen Sie, Ränge und Titel sind bedeutungslos. Auf das Herz kommt es an. Aha. Ja, das finde ich auch. Und mein Herz gehört der Wissenschaft. Deswegen habe ich mir Ausrüstung bestellt. Und ich werde sie hier ausprobieren, bevor die Spurensicherung auftaucht. Die Spusi. Sicher, dass das in Ordnung ist? Ja, keine Ahnung. Ich mache einfach mit. So. Ja, ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich diesen Mann nicht besonders mag. Ich auch nicht. Diese glamourösen Typen könnte ich noch nie ausstehen können. Glamourös. Okay? Ein Staatsanwalt sollte mit nüchternem Verstand und gerunzelter Stirn auftreten. Weniger glamourös und mehr seriös, wissen Sie? Nein, weiß ich in der Tat nicht. Naja, also das und das, was vor 7 Jahren passiert ist. Staatsanwalt Gavin war derjenige, der Herrn Wright die Anwaltsmarke abnahm. Der ist gerade ein Stimmbruch gekommen, der Apollo. Ehrlich? Er war das. Das ist ein... Meine Freundin läuft da gerade mit nacktem Hintern. Sorry, bin ein bisschen abgelenkt. Er war das? Ja. Das wussten Sie nicht? Ich dachte, Sie wären einer seiner Jungs. Ich bin weder ein Junge noch einer seiner... Aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Was genau ist vor 7 Jahren passiert? Die Einzelheiten habe ich nie erfahren. Dann ermitteln Sie. Ist sowieso besser, wenn Sie es alleine herausfinden. Aber echt, hey. So. Die neue Wissenschaft. Dürfte ich fragen, was genau Sie da eigentlich gemacht haben? Als Sie gerade so am Boden gekauert haben? Oh, das interessiert Sie, hm? Naja, ich habe gerade ein neues Spielzeug ausprobiert. Spielzeug, aha. Also kein Polizeiwerkzeug. Was ist es denn? Ich sehe eine Rolle und Klebstoff. Ein Fußabdruck-Analyse-Set. Aha, Fußabdrücke, aha. In der Modnacht hat es geregnet, also müssen hier Fußabdrücke zu finden sein. Oh, lagen hier deswegen die blauen Planen rum? Ist schwer. Genau. Der Boden war matschig, deswegen musste ich ihn im Zustand jener Nacht erhalten. Wollt ihr wissen, wer wo genau gestanden hat? Zum Beispiel euer Zeuge, dieser höschenklauende Student? Aha, mit dem Set also, genau. Was? Wollt ihr das Zeug auch mal ausprobieren? Sind Sie sicher? Ich meine, wir sind doch eigentlich Gegner. Ach Quatsch, ihr seid Freunde. Und ehrlich gesagt bin ich nicht besonders gut in sowas. Bin nur etwas ungeschickt. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Oh, ich kann sowas gut. Ich habe schon mal Zauberhasen aus Pappmaché gemacht. Weißt du, Pappmaché klebt ja wie Sau. Das pappt ganz schee. Also Pappmaché. Verstehst du? Habe ich gerade selbst mir ausgedacht. So. Natürlich versuchen wir das. Was ist denn das für eine dumme Frage? Okay, warum nicht? Das ist die richtige Einstellung. Okay, lasst mich erklären. Einen Moment. Sie liest die Anleitung zu ihrer Ausrüstung. Ja, super. Dann können Sie es auch einfach mir geben und ich lese durch. Naja. Warum nur stimmt mich das nicht gerade zuversichtlich? Ja, das ist eine gute Frage. Als erstes müssen wir den Abdruck auswählen, den wir untersuchen möchten. Ich habe mir die Freiheit genommen, alle Schuhabdrücke im Park zu markieren. Aha, okay. Mit welchen Schuhabdrücken wollen wir anfangen?
Wenn wir die Aussage des Angeklagten überprüfen wollen, sollten wir hier anfangen. Wo hier? Ah, blau. Die Schuhabdrücke warten nur darauf, untersucht zu werden. Oh, das ist so aufregend. Ah ja, okay. So, okay, so geht's. Zuerst den Abdruck vollständig mit Gips ausgießen. Versuchen Sie es. Und wie mache ich das? Einfach A an der Stelle drücken, die mit Gips ausgegossen werden soll. Ungefähr so. Okay. Ja, das sieht nicht allzu schwierig aus. Das ist aber echt hell. Wenn der Becher mit Gips leer ist, bevor Sie fertig sind, müssen Sie von vorne anfangen. Okay, dann gießen wir da ein bisschen hin. Und da ein bisschen. Und da. Und da. Da unten fehlt noch ein Eck, aber das ist schon in Ordnung. Nicht schlecht. Sie sind geschickter, als Sie aussehen. Danke. Was soll das denn nun wieder heißen? Ja, egal. Weiter zum nächsten Schritt. Haha. Wir untersuchen Füße und sie sagt nächster Schritt. Ach, mega. Naja. Trocknen Sie den Gips, bis er weiß ist. Okay, er ist weiß. Achso, einfach A drücken, um den Trockner an den betreffenden Stellen zu benutzen. Ah. Hier, probieren Sie es mal. Ja, okay, lass mich mal. Ich finde das viel lustiger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man im Original, das kam ja für den DS raus, dass man da höchstwahrscheinlich ins Mikro pusten musste oder so. Gut genug. Sehen wir uns das mal an. Oh, ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. Tinte? Bereit für den nächsten Schritt. Schon wieder. Verteilen Sie die Tinte mit dem Roller dort, wo der Abdruck ist. Den Roller gut mit A festhalten und schön hoch und runter rollen. Machen Sie das so lange, bis Sie einen deutlichen Abdruck haben. Okay. Ab. Schon wieder gut. Mein, bin ich super, oder? So, jetzt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Auf den Sie so lange gewartet haben. So rum. Wir nehmen den Abdruck. Fertig. Hier kommt er. Er muss ein Feuer rumdrehen. Ah ja, jetzt. Flotsch. Mal sehen, ob wir eine Übereinstimmung finden. Was ist denn das da für ein Knüppel da in der Mitte? Also. Unten, der stand im Süden. Probieren wir es mal mit ihm, oder? Na. Das ist er nicht. Ganz andere Schuhe. Was hatten die für Füße? Komm. Hey, das ist er. Das analysieren wir mal. Das ist nicht analysieren, das ist analysieren. Was brauchst du denn so lange? Ich sehe von hier, dass das stimmt. Übereinstimmung, natürlich. Die Schuhabdrücke gehören also Wokiki-Taki. Er war in der Matnacht im Park. Wow, ich kann fast sehen, wie die Wissenschaft sich vorarbeitet. Ist das nicht toll? Ah, es gibt einfach nichts Schöneres. Immerhin mangelt es ihr nicht an Enthusiasmus. Ja, immerhin. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie noch mehr machen wollen, aber sowas von. Sie finden mich hier beim Lösen des Falls. Mit Hilfe der Wissenschaft. Tja, das hat Ihre Stimmung auf jeden Fall gebessert. So. Ich untersuche mal noch. Hier, pass auf. Was ist denn das da? Die Planen, die gestern noch hier waren, sind verschwunden. Ja, ist richtig. Ich frage mich, warum Inspektorin Sky sie überhaupt ausgelegt hat. Ja, hat sie doch erzählt. Sie waren eigentlich nur dazu da, den Boden abzudecken. Oh, schau mal, ich glaube, da ist etwas. Ein Abdruck. Ein Abdruck? Ja, sowas. Und da ist ein Blatt. Wie reden. Schuhabdruckanalyse, genau. Inspektorin Sky, können wir es nochmal probieren? Na klar, lassen Sie keinen Abdruck ununtersucht. Jetzt zur Auswahl des Abdrucks, den Sie untersuchen wollen. Den da, weil da nämlich das Blatt ist und ich glaube, da habe ich die Pantoffel dazu. So, also hier geht's wieder los, ja?
Okay, sieht gut aus. Als nächstes muss der Gips trocknen. Ja. ja, ist ja gut. Ich mache ja schon Bescheid. Hört mal auf zu meckern hier, ihr Kiddies. Ihr Kiddies. Was passiert denn, wenn ich den zu lang trocknen lasse? Wird er dann, naja, trocken halt, brüchig? Oh. Okay. Ich sehe da jetzt schon, dass da ein Blatt drauf ist. Ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. Tinte. Morgens, mittags, abends. Ich mach Tinte. So. Man nennt mich auch Tintin. So, jetzt der Moment, auf den wir so lange gewartet haben. Wir drehen den Schuh herum. Plupp, und es erscheint ein Blatt auf dem Blatt. Sehen Sie? Hab ich doch gesagt. Das ist ein seltsamer Schuhabdruck. Stammt der überhaupt von einem Schuh? Merkwürdig, so glatt. Abgesehen von dem Teil mit dem Blatt. Ich weiß ohne nachzusehen, dass dieser Abdruck mit keinem auf der Liste übereinstimmt. Seltsamer Abdruck, sogar noch in Orange geschrieben. Was könnte man denn da machen? Da könnte man ja mal glatt eine Pantoffel präsentieren. Bitteschön. Ah, die Pantoffeln. Da ist ganz deutlich ein Abdruck drauf. Ein Zehenabdruck. Schade, dass wir nicht wissen, zu wem der Zeh gehört. Naja, es gibt immer Mittel und Wege, so etwas herauszufinden. Wie gibt es? Was? Man bräuchte nur einen zweiten Abdruck desselben Zehs, aber von einem anderen Schuh. Na klar, bei Übereinstimmung wissen wir, sie wurden von derselben Person getragen. Habe ich noch einen Beweis, der von derselben Person getragen wurde? Ich glaube sogar ja. Wirklich? Langsam kommt mir da ein Verdacht. Mir eigentlich nicht. Inspektorin Sky, können Sie diesen Abdruck mit den anderen vergleichen? Welchen? Ich verstehe gerade nicht, was ich machen soll. Nimm das! Warum guckt sie so? Da ist doch ein Zehenabdruck drauf, oder? Natürlich stimmen die beiden überein. Das ist dasselbe Beweisstück. Ja, und? Ja, Mann! Hä? Oh, richtig. Wie sind Sie denn nur auf diese Idee gekommen? Wenig mitdenken müssen Sie schon. Ja, manchmal handle ich halt ein bisschen unlogisch. Aber sowas von. Mann, ey, versuchen Sie es doch mal. Nochmal. Und bitte wissenschaftlich. Weiterer Zehenabdruck. Was soll ich denn noch? Einen Zehenabdruck? Ich kann einen Fingerabdruck. Hier. Zehenabdruck? Wo ist denn Zehenabdruck hier? Hier, hast ein Messer. Ja, okay, jetzt pass auf. Ich untersuche mal. Nein. Ein seltsamer Abdruck. Dieser Abdruck ist viel zu glatt, um von einem normalen Schuh zu stammen. Aber ein Schuhabdruck ist es, so viel ist sicher. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, was der hier macht. Er befindet sich genau neben Elduns Nudelstand. War das... Hat Eldun Schlappen an? Aus der Meraktis-Klinik? Das wäre seltsam. Äußerst merkwürdig. Hey, Sie! Ja? Warum sind Sie plötzlich so still? Sie haben nicht zufällig einen Verdacht? Einen möglichen Verursacher dieses mysteriösen Schuhabdrucks? Dieser mysteriöse Schuhabdruck erinnert mich an etwas. Nicht nötig. Er erinnert mich im Moment noch an gar nichts. Gesundheit. Nein, tut mir leid. Wie schade. Ich wüsste zu gerne, was es damit auf sich hat. Diese glatte Oberfläche kommt mir irgendwie bekannt vor. So glatt, fast schon rutschig. Ja, das gehört zu den Schlappen. Das haben wir ja verstanden. Aber wenn ich euch die Schlappen zeige, dann sagt er, ja, wem gehört denn der? Ja, weiß ich doch nicht. So. Machen wir noch einen Schuhabdruck. Hier. Also, langsam scheinen Sie die Vorteile wissenschaftlicher Ermittlungen zu schätzen. So. Der Grüne da oben. Jetzt zur Auswahl des Abdrucks, den Sie untersuchen wollen. Der da oben. Ja, gut genug. Passt. So, trocknen. So. Reicht doch quasi schon, oder?
So. Nehmen. Rumdrehen. Ja, ich sehe da irgendwie gar nichts drauf. So. Okay. Jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Oh yeah! Ja, komm, drück drauf das Ding. Den habe ich schon mal gesehen. Bam, siehste? Analysier mal, Kollege. So, Übereinstimmung, alles klar. Diese Schurbrücke gehörten also Wesley Stickler. Wesley Stickler war also oben im Norden gestanden. Okay. Das bestätigt seine Aussage vor Gericht, zumindest seine letzte Version. Jetzt wissen wir, wo der Höschenjäger gestanden hat. Ey, ja, aber... Ich hab doch schon das da gemacht. Habe ich doch schon gepudert und alles. Ja. So. Ja. Das haben wir alles schon gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Also ich kann sagen, dass hier ein Blatt liegt, ne? Der Meraktis-Klinik. Pass auf. Ich gehe jetzt mal rüber in die Meraktis-Klinik. Wollen wir mit dem vielleicht noch was reden? Nee, ne? So. Okay, in dem präsentiere ich jetzt den Schuh. Den Polizisten da quasi, weißt du? Nicht. Präsentieren will ich. Ach, jetzt präsentiere ich es dem. Nee. Das wird, ja, geh weg da, du Affenzipfel, du. Geh da rüber. Mann, ich will mit dem Polizisten reden. Der Vordereingang der Meraktis-Klinik. Die Hauswand und die Pfosten sind so stark poliert, dass ich mich darin sehe. Moment, meine Frisur ist zu platt. Okay, perfekt. Gut. Also, ich dachte, was muss ich denn jetzt halt machen? Was will der von mir oder die? Ich gehe jetzt mal ins Krankenhaus, hier in die Hickfield-Klinik, warum auch immer. Ah, guck mal hier. 16. Juni, Hickfield-Klinik. Ah, der verlorene Anwalt kehrt zurück. Willkommen, Apollo. Ich habe gehört, du hast dich heute gut geschlagen. Brauchst du einen Rat? Könnte gerade etwas Ablenkung gebrauchen. Was meinte noch Inspektorin Sky? Wenn du etwas wissen willst, dann musst du es selber herausfinden. Herr Wright, erzählen Sie mir, was vor 7 Jahren passiert ist, bitte. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Na, du kommst ja schnell zur Sache. Okay, wenigstens hier. Also vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren stand ich vor Gericht, um einen Mandanten zu vertreten. Der Fall drehte sich um den Tod eines gewissen Magnifici. Würde mich überraschen, wenn du nichts davon gehört hättest. Ich kann mich erinnern, dass es in allen Nachrichten war. Ich stand dem Staatsanwalt Gavin gegenüber, oder? Yep, er war erst 17 Jahre alt. 17 Jahre, dann ging er noch zur Schule. Er hatte sein Examen im Ausland gemacht, in Europa. Die sind recht progressiv da. Besiegt von einem 17-jährigen Anfänger. Danach hängte ich die Juristerei an den Nagel. Das war's. Das war's? Wie kann es das gewesen sein? Was meinst du? Was ist mit den gefälschten Beweisen, von denen die Nachrichten berichtet haben? Ich glaube, ich habe was in der Backe hängen. Angeblich hatten sie Beweise gefälscht und man hat ihnen die Anwaltsmarke weggenommen. Sag mal, wie fühlt sich das an? Wie fühlt es sich an, Phoenix Wright, dem Fälscheranwalt, persönlich gegenüberzustehen? Wie es sich anfühlt? Ich
Ich glaube das einfach nicht. Aber was ist mit der Sache, die in meinem ersten Prozess passiert ist? Ist dir das beim heutigen Prozess nicht aufgefallen? Es gab ein einzelnes gefälschtes Beweisstück. Ich spreche von Beweisen, die nicht hätten existieren dürfen. Ein übler Zaubertrick. Ich bin jetzt nicht gerade bemüht, mir zu Hilfe zu eilen. Na, okay. Vielleicht habe ich Beweise gefälscht. Vielleicht doch nicht. Das spielt im Moment sowieso keine Rolle, oder? Ja, aber ich bin kein Anwalt mehr. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Ach, ja, right. Er will über den Vorwurf der Fälscherei offensichtlich nicht sprechen. Ja, schön. Dann komm. Ich zeig dir was. Guck mal hier. Ein Schlappen. Geil, oder? Wirklich angenehm, zur Abwechslung mal gründlich ignoriert zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Irgendwelche Spuren? Moment mal. Shazam? Oder Kazam? Ich sage euch, dass die Lösung des Falls... Ich gehe mal in die Strafanstalt, vielleicht gibt es da irgendwie was. Moment. Kann ich dir vielleicht Pantoffel präsentieren? Freust du dich da? Hier, Pantoffel? Ja, ist doch egal. Okay, alles klar. Nein, geh weg! Okay, wir müssen zu Emma Sky. Die ist der Dreh- und Angelpunkt. Und wir müssen irgendwie die dazu kriegen, irgendwas mit dem Schlappen da zu machen. Aber wie kriegt man die dazu? Ich präsentiere dir jetzt einfach Zeugs. Hier, bitte. Die Fingerabdruckanalyse ist der Grundpfeiler der wissenschaftlichen Ermittlung. Da stimme ich vollkommen zu. Und jetzt wisst ihr beiden auch, wie ihr selber Abdrücke nehmen könnt. Ihr müsst alles, worauf sich Abdrücke befinden könnten, gründlich untersuchen. Mensch, super. Ich weiß nicht, eine Waffe? Tut mir leid, dazu fällt mir nichts ein. Ich glaube, Sie brauchen mehr als nur wissenschaftliche Hilfe. Fragen Sie mich ruhig, aber fragen Sie mich wissenschaftlich. Ja, du mich auch. Okay. Ich hänge hier gerade fest. Ah, Pantoffeln. Ja, da ist ein Zehenabdruck drauf, ich weiß. Schade, dass Sie nicht wissen, zu wem der Zeh gehört. Na, es gibt immer Mittel und Wege, so etwas herauszufinden. Hier gibt es? Was? Man bräuchte nur einen zweiten Abdruck desselben Zehs, aber von einem anderen Schuh. Na klar, bei der Ibanischen wüssten wir, sie wurden von derselben Person. Das ist soweit klar, ne? Wo kriege ich jetzt einen anderen Schuh her? Habe ich noch einen Beweis? Ein Beweis, der von derselben Person getragen wurde? Dieses getragen regt mich auf. Das ist ein Schuh. Ein Schuh wird nicht getragen. Wenn ich einen Schuh rumtrage, dann sieht das irgendwie so aus. Hier, ich trage einen Schuh rum. So. Keiner trägt Schuhe. Schuhe schmeißt man oder so. Oha. Ja, super, jetzt habe ich aus Versehen Taste gedrückt. Ich habe aber nichts. Was soll ich denn da jetzt vorzeigen? Eine Knarre? Hm. Keine Ahnung, was soll ich da vor... Da. Das ist eine Suppenschüssel. Ich sagte 10... Ja, leck mich im Ärmel. Was soll die Kacke? Ich habe keinen Zehenabdruck. Dann gib mir einen. Das weiß ich selbst, dass das dumm war. Ah, ich kann weitermachen, okay. So. Ach, irgendwas fehlt. Das ist doch Kacke. Da habe ich keinen Bock drauf. So, gucke hier. Halbe Stunde rum. Tschüss.
Nix da. Weiter geht's. Seltsamer Abdruck. Dieser Abdruck ist viel zu glatt, um von einem normalen Schuh zu stammen. Aber ein Schuhabdruck ist es, so viel ist sicher. Aber stellt sich trotzdem die Frage, was der hier macht. Er befindet sich genau neben Elduns Nudelstand. Äußerst merkwürdig. Hey Sie. Ja? Warum sind Sie plötzlich so still? Sie haben nicht zufällig einen Verdacht, den möglichen Verursacher dieses mysteriösen Schuhabdrucks, doch klar. Das gehört zu dem Pantoffel. Also, das ist der Pantoffel, ne? So, hier, bitte. Nimm das. Tja. Ich glaube, es sind diese Pantoffeln. Pantoffeln? Wie sollten Pantoffeln hier? Was ist denn das jetzt? Das habe ich doch vorhin gemacht. Laber nicht. Genau das habe ich gemacht. Sehen Sie sich die Sohle an. Na? Sie ist komplett voller Farbe. Außer? Sehen Sie? Genau da. Hey, der Fleck ist genau wie ein Blatt geformt. Und wenn ein Blatt an der Sohle klebte, das abging, als der Träger in Farbe trat? Klingt logisch, oder? Moment, da steht etwas. Eigentum der Meraktis-Klinik? Exakt. Die Klinik des Opfers. Aber das hieße ja, dass jemand von der Klinik beteiligt war? Warum futtert sie schon wieder? Immer wenn sie aufgeregt ist oder was futtert sie? Das ist ja wie ich. Und wenn ich abgeregt bin, futter ich auch. Und wenn ich überhaupt nicht mich rege, futter ich auch. Inspektorin Sky, ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Was? Könnten Sie uns Zugang zur Meraktis-Klinik verschaffen? Die Polizei macht Zicken. Sie sagen, die Klinik hätte nichts mit dem Mord zu tun. Und bis wir einen Zusammenhang bewiesen hätten, könnten wir sie nicht betreten. Ja, ich denke, ich kann da was für Sie tun, ja. Ehrlich? Naja, Sie haben ja immerhin bei den Schuhabdrücken geholfen. Ich denke, ich sollte den Gefallen erwidern. Vielen Dank, Inspektorin Sky. Hier, zeigen Sie das dem wachhabenden Polizisten. Aha. Inspektorin Skys Anordnung zur Gerichtsakt hinzugefügt. Zauberin und Anwalt sei im Namen des Staatsanwalts Zutritt zur Klinik gewährt. Na dann, Meraktis-Klinik, hier kommt Justice. Aber erstmal gucken wir uns das nochmal an. Also, Emma Sky. Sie hat ein kleines Herz neben ihren Namen gemalt. Wie süß! Ist sie nicht ein bisschen alt, um süß zu sein? Apollo, schäm dich. Süß sein ist unvergänglich. Süß sein ist zeitlos. Wie alt eine Frau, ach so, es geht um Frauen. Wie alt eine Frau auch ist, sie trägt immer ein kleines, unschuldiges Mädchen in sich. Wenn eine Frau ein kleines, unschuldiges Mädchen in sich trägt, nennt man das gemeinhin Schwangerschaft. Kann aber auch ein kleiner, unschuldiger Junge sein, den sie in sich trägt. So. Ach, wirklich? So. Da habe ich ja noch nie jemanden so sagen hören. Wenn ich meinen Namen schreibe, male ich immer einen kleinen Diamanten daneben. Schusi, Diamanten, Right. Siehst du? Echt süß, oder? Wenig verwirrend. Man könnte auch denken, dein zweiter Name sei Diamant. Ey. Du könntest deinen Namen auch Apollo ist gleich Justice schreiben. Na, ob das wohl jeder verstehen würde? Uha. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir dieses Rätsel hier gelöst. Und wir bewegen uns zum Kitaki-Anwesen. Also eigentlich bewegen wir uns zu Elduns Haus. Also, oh, hier gibt's noch was. 16. Juni, Elduns Haus. Ah, ihr zwei schon wieder. Wann kapiert ihr es denn endlich? Egal wie ihr mich anseht, ihr kommt da heute nicht rein. Ich bin mir an ihrer Stelle da nicht so sicher. Sehen Sie mal, was wir hier haben. Was ist das? Inspektorin Sky? Gestern war Staatsanwalt Gavin, heute ist es Inspektorin Sky. Wer seid ihr beide denn nun wirklich? Jetzt ist er schon wieder misstrauisch. Ich muss die Anordnung befolgen und euch reinlassen. Viel Spaß. Danke, Herr Wachtmeister. Los, komm, Apollo. Ja, aber jetzt kann ich beruhigt aufhören. Sorry, ich wollte eigentlich die Folge hier beenden, aber dann dachte ich so, nee, das geht nicht.
Das ist Kacke. Da kann ich heute Nacht nicht schlafen. Und dann habe ich hier nochmal überlegt und dann so, ich laber die jetzt einfach nochmal auf diesen blöden Schlappen an. Aber ich hab doch. Ja, hopp, komm. Morgen geht's weiter. Tschüss. Echt jetzt.